Il dì della cultura ladina, metuagit il Palaz Widman a Bulzang, je quest'anno dedica alla competita della gente al proporz. La declarazione del gruppo de Ružneda, che unirà da ottongino fatta in occasione della competita, comporta la base per il proporz, e al do del proporz viene il defendu i derci de namendranza. Perché è la declarazione del gruppo de Ružneda tan importante per la popolazione ladina? Es ist immer so, dass eine ganz kleine Volksgruppe oder Sprachgruppe in diesem konkreten Fall nicht die Möglichkeit hat, dass sie selber Entscheidungen treffen kann auf Landesebene, auf Bezirksebene, weil sie numerisch gesehen zu klein ist. Aber wichtig ist, dass gerade auch die Kleinen überall vertreten sind. Und aus diesem Grund brauchen wir den Proporz, brauchen wir eine Schutzklausel auch für die Kleinen. Das heißt, dass jeder Sprachgruppe so viele Plätze in der öffentlichen Verwaltung, so viele Plätze bei den Wohnungen, so viele Plätze oder Geld bei den verschiedenen Förderungen im Sport und in der Kultur reserviert wird, wie stark diese Sprachgruppe ist. Das heißt also, dass niemand fürchten muss, wenn die andere, eine größere Sprachgruppe die Mehrheit hat in den betreffenden Gremien, dass dann die andere irgendwie an den Rand gedrängt wird. Und deswegen ist der Proporz gerade für die kleinen Sprachgruppen sehr, sehr notwendig. Die ladinische Volksgruppe und die ladinische Sprachgruppe hat das Recht, auf allen öffentlichen Ebenen ungefähr 5% der Plätze zu bekommen, und zwar bei den unteren Gremien bis nach oben, hat das Recht, in allen Kommissionen vertreten zu sein, hat das Recht, 5% der Gelder für den Wohnbau zu bekommen, 5% der Gelder für die Kultur und so weiter. Natürlich wird das nicht mit der Apothekerwaage gemacht, aber ungefähr. Und ich glaube, dass deswegen gerade der Proporz ein Schutzschild für die kleinen Sprachgruppen ist. Con il dì della cultura ladina, ielo unisce giù la campagna di informazione e sensibilizzazione per la declarazione del gruppo de Ružneda Samban Ladin. Il presidente della provincia e l'assessore Ladin invia una declarazione sincera, con il fine di una spartizione giusta di mezzi pubblici. Io penso che la declarazione sia veramente l'occasione di dichiarare quel che noi siamo, di questo caso. Hier song un ladin, tutti kan kijken se sant ladins, dat ze ange declaré. Hier pensi che si be ange sec de drat per quel verda la democrazia. E hier pensi che non nia de bujan de sen pensi che povat sec melo nia de calviers naus long. Naus chalron for de fina politica o la che dantal dut che champi jaunes i jauni ebe possibilități per la Uni. E la declarazione e sec che e un punto per arranger chi de bujans. Quest'anno va il per il primo meda mandare una declarazione anonima che ne ha nessuna fazione diretta sulla situazione personale. La tre gruppi de Ružneda del Südtirol ne je niente partite sun fat. La gruppa ladina je con 4,37% scialdimandra per mezzo all'altra gruppa. Perché gli unin via a sede giù con questa declarazione, che van me fatta ogni 10 anni. Tena democrazia comanda la maggioranza. Il proporz difende alla fine della finedes la mandranza. Perché è questa occasione di declarazione tan sentita dalla gente ladina? Che è sang importante tanto al dut per la più piccola gruppa di Ružneda che è Südtirol e perché l'on sang crisora. Un chala de abineca ange referenz drat competenz che da spiegazioni avvisa su tutta la problematica, su cockel van fatta e dantal dut anche sulla declarazione anonima che van fatta ai fin statistici. Referenz del dia stai Werner Stufleser, president dell'Accademia Europeica EURAC, che ha spiegato aspecti tecnici della declarazione, mostrando sunche le conseguenze. Francesco Palermo, direttore dell'Istituto per Studi del Federalismo e Regionalismo, ha presentato il proporz dal punto di vista giuridico. Per una discussione, il ha dato occasione di portare dante considerazioni e di sclarire domande. Clo a Rožnaja Vokac, Manuela Oboyes e Thomas Piccolo-Watz, Silvia Alfreider del Museum Ladin e l'assessore Florian Musner. La discussione è unita manera da Edith Planer.